Matthäus Kapitel 27. Am Morgen früh beschliessen alle Oberpriester und Ratsherren, den Jesus hinrichten zu lassen. Sie fesseln ihn, führen ihn ab und übergeben ihn am Statthalter Pilatus. Wo der Judas, der ihn verraten hat, sieht, dass er verurteilt worden ist, wird er sich greuig und bringt die 30 Silberstück den Oberpriester und den Ratsherren zurück. Ich habe einen Fehler gemacht und einen Unschuldigen verraten. Sie sagen aber, was geht's uns an? Das ist dein Problem. Da rührt das Geld ins Heiligtum hinein, läuft davon und hängt sich auf. Die Oberpriester nehmen das Geld und sagen, in den Tempelschatz zurücktun kann man es nicht mehr, weil Blut dran klebt. Sie beschliessen, den Töpferacher zu kaufen, als Fremdenfriedhof. Darum heisst es Seebacher heute noch Blutacher. So ist wahr geworden, was beim Prophet Jeremia steht. Und sie haben die 30 Silberstück genommen, zum Preis, den die Söhne von Israel eingeschätzt haben, und sie geben es für den Töpferacher, wie man es der Gott aufgetragen hat. Der Jesus wird dem Statthalter vorgeführt, und der Statthalter fragt ihn, «Bist du der König der Juden?» Der Jesus sagt, «Du sagst es.» Und auf alle Anklagen von den Oberpriester und Ratsherren sagt er nichts. Da sagt der Pilatus zu ihm, «Hörst nicht, was gegen dich vorbringen?» Und er antwortet ihm nicht ein Wort, dass der Statthalter ziemlich baff wird. An der Ostern begnadigt der Statthalter amix einen Gefangenen und das Volk darf sagen willen. Totsmal haben sie einen berüchtigten Gefangenen gehabt, den Barabbas. Wo das Volk beieinander ist, fragt der Pilatus, «Welchen soll ich euch freigeben? Den Jesus Barabbas oder den Jesus, wo der künftige König soll sein?» Er weiss ja, dass sie ihn mit Hintergedanken übergeben haben. Als er auf dem Richterstuhl sitzt, lässt ihm seine Frau ausrichten, hebt die Hände weg von ihm. Das ist ein Mensch, der recht lebt. Das hat man schwer geträumt von ihm heute Nacht. Die Oberpriester und die Ratsherren reden den Leuten ein, sie sollen den Barabbas verlangen und den Jesus hinrichten. Wo der Statthalter einmal fragt, welchen von diesen zwei soll ich euch freigeben, rufen sie, «Der Barabbas!» Der Pilatus sagt zu ihnen, «Was mache ich denn mit dem Jesus, wo der künftige König soll sein?» Alle rufen, «Ans Kreuz mit ihm!» Er sagt, «Was hat er denn Schlechtes da?» Aber sie brüllen noch lauter, «Ans Kreuz mit ihm!» Wo der Pilatus sieht, dass es nichts nützt, im Gegenteil der Radau grösser wird, nimmt er Wasser, wäscht sich die Hände vor allen Leuten. «An dem seinem Tod bin ich nicht schuld, die Schuld sind ihr!» Und alle Leute brüllen zurück, «Die Schuld sind wir und unsere Kinder!» Dann begnadigt er den Barabbas. Der Jesus lässt er stäupen und übergibt ihn den Soldaten zum Kreuzigen. Dann nehmen dem Statthalter seine Soldaten den Jesus in die Kaserne und trommeln das ganze Bataillon wegen ihm zusammen. Und sie ziehen ihn ab und legen ihm einen roten Mantel an und drücken ihm eine Krone aus Dornen auf den Kopf und geben ihm einen Stecken in die rechte Hand. Und sie gehen auf die Knie vor ihm und machen das Kalb, «Heil, Judenkönig!» und speuzen ihn an, nehmen den Stecken und schlenden ihm um den Kopf. Und was genug gespottet haben, ziehen sie ihm den Mantel ab und legen ihm seine Kleider wieder an und führen ihn ab zur Kreuzigung. Beim Rausmarschieren verkommen sie einen Mann von Kyrene mit Namen Simon. Der verknurrt es, um ihm das Kreuz zu tragen. Und sie gehen zum Hügel Golgotha, das heisst Schädelort. Sie geben ihm Wein zu trinken, gemischt mit Weihrauch, und wo er probiert hat, will er nicht trinken. Wo sie ans Kreuz genagelt haben, jassen sie seine Kleider unter sich aus. Und sie sitzen da und bewachen ihn dort. Und oben an seinem Kopf haben sie eine Tafel angemacht mit seiner Schuld. Das ist der Jesus, der Judenkönig. Dann haben sie mit ihm 2 Räuber gekreuzigt, einen links, einen rechts. Die vorbeispazieren, lästern über ihn und schütteln den Kopf. Wenn das Heiligtum schliessen und in 3 Tagen wieder aufbauen, hilft er jetzt auch? Wenn du der Sohn von Gott bist, steig ab dem Kreuz. Gleich spottet auch die Oberpriester mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Anderen hat er geholfen, selber kann er sich nicht helfen. König von Israel ist er, also soll er jetzt ab dem Kreuz absteigen und wir glauben ihm. Er hat sich auf den Gott verlassen, soll er ihm jetzt helfen, wenn er ihn gern hat? Er hat ja gesagt, er sei der Sohn von Gott. Gleich über ihn schimpfen auch die Räuber, die mit ihm an den Kreuz hängen. Um die Mittagszeit wird es dunkel im ganzen Land, 3 Stunden lang. Um die 3 schreit der Jesus laut auf, «Eli, Eli, lema sabachthani!» Das heisst, Gott, Gott,
warum hast du mich fallen? Ein paar Zuschauer dort, die es hören, sagen, der ruft am Elia. Und einer von ihnen rennt sofort einen Schwamm holen, netzt ihn mit Essig und streckt ihn auf einem Stecken an. Die anderen sagen, mach's nicht, wir wollen schauen, ob ihm der Elia helfen kann. Aber der Jesus schreit nochmal laut auf und stirbt. Und der Vorhang im Heiligtum verriest von zoberst bis zunderst in 2 Stück. Und das Erdbebnet und Felsen spalten sich. Und Grabmäler gehen auf und viele Tote werden wieder lebendig und kommen aus den Grabmälern raus und gehen nach seiner Auferstehung in die heilige Stadt und erscheinen vielen. Als aber der Hauptmann und seine Leute, die den Jesus bewachen, das Erdbeben sehen und was sonst passiert, kommen sie schaurig Geschiss über und sagen, das ist wirklich der Sohn von einem Gott gewesen. Dort haben von weit weg viele Frauen zugeschaut, die mit dem Jesus von Galiläa gekommen sind und für ihn gesorgt haben. Unter ihnen die Maria von Magdala und die Maria, die Mutter von Jakob und von Josef und die Mutter von den Söhnen von Zebedäus. Am Abend kommt ein reicher Mann von Arimathäa mit Namen Josef, selber auch ein Jünger von Jesus. Der geht zum Pilatus, geht gleich vom Jesus raushäuschen. Da heisst der Pilatus, man soll sie rausgeben. Und der Josef nimmt gleich, wickelt sie in frisches Leinen und leitet sie in sein neues Grab, wo er sich hat in den Felsen hauen und rollt den grossen Stein vor den Grabeingang und geht weg. Dort sitzen Maria von Magdala und die andere Maria vis-à-vis vom Grab. Am anderen Morgen, also am Tag nach dem Rüsttag, kommen die Oberpriester und die Schriftgelehrten beim Pilatus zusammen. Los, es ist in seinen Sinn gekommen, der Schwindler hat doch gesagt, als er noch gelebt hat, nach 3 Tagen wäre er wieder lebendig. Befehl darum, dass man das Grab 3 Tage lang bewacht. Nicht, dass seine Jünger kommen und ihn stellen und den Leuten sagen, er ist wieder lebendig geworden von den Toten und der letzte Schwindel noch schlimmer wird als der erste. Der Pilatus sagt zu ihnen, ihr sollt die Wache haben, geht das Grab bewachen, so gut ihr könnt. Sie gehen raus, versiegeln den Stein und bewachen das Grab mit der Wachmannschaft.